So, wir giffen dann proposieren und fänken. Es sind erst am Namen von den 3 national repräsentative Gewerkschaften vielmals merci, dass zu so viel heute Morgen kommen sieht. Und ich proposiere noch, dass wir folgend vorgehen. Ich werde aufhängen, an dem ich ob die soziale Situation für soziale Beziehungen zu Lützeburg agin an den Patrick Dury wird weiterführen, wo die Punkte vom Erbesrecht trätiert, die am Moment an der Diskussion oder missten an der Diskussion sind. An den Romain Wolf, die wird dann auch an den Sinn par rapport zu denen 2 Sujeten Position beziehen. Wir probieren an den Zeitlimiten zu bleiben. Es gibt dann direkt aufhängen. Wir haben mit Sicherheit eine Krise von, wie soll ich nennen, vom Lützeburger Modell, das über 40 Jahre funktioniert hat oder bald 40 Jahre funktioniert hat. Und eine Krise von dem, was den vielleicht mehr einen allgemeinen Begriff nennt, von der Sozialpartnerschaft. Es gibt eine Ursache dafür, dass wir die Krise tun an die heißt UL, respektive die Patronatsverbände, die an der UL organisiert sind. In der Gewerkschaftszeit hängt es nicht. Ich will direkt sagen, dass die Gewerkschaftszeit den LCGB, CGFP und den UGBL festhalten, wir stehen hinter dem Lützeburger Sozialmodell. Wir stehen hinter dem sozialen Frieden. Wir stehen zu den sozialen Verhandlungen nationalen Plan. Wir stehen zu den Institutionen, die gesetzlich gefasst sind, für den sozialen Dialog zu Lützeburg zu organisieren. Wir stehen zum Lützeburgischen Kollektivvertragswesen und wir stehen zu der betrieblichen Mattbestimmung. Und wir stehen eben zu einem Modell, wo wir bereit sind, auch an der aktuellen Situation Verhandlungsakkorden zu finden, an diesem spezifischen Fall Niveau vom Erbsrecht. Wir kommen darauf zurück. Auf der anderen Seite, die UEL heißt, die steht nicht mehr zum Lützeburger Modell, die stellt eben die Sozialverhandlungen grundsätzlich afro. Ich kann nur nicht beschreiben, wir wollen keine Verhandlungen mehr, keine Akkorde mehr mit der Lützeburger Gewerkschaftsbewegung, nationale Plan, und ich komme noch auf die betrieblichen zurück. Die Haltung da, ich kann sie nennen salariatsfeindliche Handlung, ich kann sie auch nennen, dass gesellschaftsstützlicher nicht responsabel ist, weder wirtschaftlich, sozial noch politisch. Die kennt nicht von gestern. Das System handeln. Das ist eine Strategie handeln, die ihr Patronat schon zu Jahren hier am Land verfolgt. Ich mag keinen langen Exkurs mehr. Jeder erinnert sich noch an die Lissabon-Strategie, wo nach Schist sich darauf ausgerichtet ist, auf die sogenannte Kompetitivität, dann das sozial, der gesellschaftspolitisch, also an den Hintergrund verschwunden. Wir haben hier Jahren von schlechten Tripartitverhandlungen Donokrit für allem permanente Attacke gegen den Index, aber die Patronatseite bleibt. Die hat finalement das, was sie halten möchte, nämlich in diesem Fall als der Boykott vom Komitee Permanent du Travail et de l'Emploi, der Boykott schon eigentlich angefangen, naja, zum Beispiel beim Wirtschaftssozialrat am Jahr 2010, wo sie unilateral den Saal verloren haben, an gemengt haben, während dem an der Enceinte wäre kein Akkorde mehr zu finden, was da kein zu finden ist, einfach Grund, weil sie keine wollte finden. 2012 haben wir den Pferdsprit Wirtschaftssozialrat ein bisschen funktionieren zu kriegen, wir tun Trieder raus und Lebenscenter hier auf Kratsch. Die Strategie vom Patronat, da ging dann Datum, 2014. Die Regierung hat einen Akkord proposiert, den mittlerweile sogenannte Sozialpartner, für das den Indexsystem normal soll am Land funktionieren.
dass eng seit die ihn aufgelehnt wird duell an ich kann auch so an den Reunionen die wir hatten am Semester Europäen dem muss schon so ugeschwert wie sie von eiser Seite war das da wann die Inflation ab am Land dünse zogin dass sie dann direkt Index werden attackieren ich kenne da auch 2014 nennen wo net mesch schwer gemeinsam Navi zu kreen am Wirtschaftssozialrot zu enger Reform zum Personaldelegationsgesetz. Schlimmer nach. Ein Gesetz, was schon 20 Jahre darauf gewartet reformiert zu gehen, sind sie da hingegangen, also sie wollten das Gesetz auch noch verschlechtern. Das war die Position. So viel auch dort zur Sozialpartnerschaft. 2016 PAN-Verhandlungen, Arbeitszeitdiskussion, wo sie just eine Forderung hat. Total Flexibilisierung von den Arbeitszeiten am Arbeitsrecht. Und du hast kein Akkord Verhandlungstisch. Remenkia durch hier Haltung. Aber wenn halt behauptet, von ihrer Seite ein Akkord Verhandlungstisch, verstehe ich nicht, Verhandlungstisch als nie. Ein Akkord von denen, der nur als Gesetz geführt, die wat schlussendlich ein Kompromisslesung war, weil eure Beiser Seite ging durch ein ganz paar die Punkte, die nicht unbedingt auf groß Leben stehen. Wir haben aber als gepackt und als nicht abgeregt, wie sie permanent nach Mäche, weil sie total Flexibilisierung dank der Gewerkschaftsbewegung nicht erreicht hat. Ich kann auch 2016 nennen, wo sie an der Gesundheitskiste hingegangen sind, an gemengt und Patronat, sie wollten Kotisationen nämlich bezahlen für Prestationen en Natur. Erinnert ihr euch? Rausklammen aus ihrer Verantwortung im Niveau von der öffentlichen Sozialversicherung zu Lützburg. 2017 wie Wirtschaftssozialrat nicht mehr möglich, irgendwo eine gemeinsame Position zu entwickeln, einmal nicht eine minimalistisch. An der Diskussion über eine strukturelle Reform, was den Mindestlohn anbelangt. Ich könnte die Beispiele noch weiter nennen. Zum Beispiel bei den sogenannten Accords interprofessionellen, die über das Kollektivvertragsgesetz als Möglichkeit vorgesehen sind. Da geht es ein neues Gesetz zu den Camps des Printemps. Da misst du unter anderem über Accords interprofessionellen, das ganz dumm gesagt, und das auch Leute an den Betrieben können davon profitieren. Das wird auch boykottiert von Seite von der UL, gerade so wie die Erneuerung zu dem Accord interprofessionell, die besteht zu dem Teletravail. Auch von anderen Möglichkeiten. Die hinnen da ja auch ein Urgebäude gesehen, nämlich zu den Punkten, wo der Patrick Dürri nach drauf wird, eben argumentieren, die am Regierungsprogramm stehen zum Arbeitsrecht, zu probieren noch auszuhalten, aus Hand vom CPT, mit hinnen wohl als Wirkstand, als Sozialpartner Verhandlungen umzugehen, auch das haben sie aufgelehnt. Am 9. September haben sie deklariert, am Niveau vom Komitee Permanent Travail de l'Emploi, dass sie da nicht wollten verhandeln. Mit dem solch wahnsinnigen Argument, komplett falschen Argument, sie hätten während 40 Jahre lang am Lützeburger Sozialmodell, am Lützeburger Modell, an dem sozialen Dialog, do weiter nicht Ernstes wie Niederlagen erlebt, was eine absurde Deklaration ist, weil all die Akkorde, die du fand, gesehen, das waren immer Verhandlungskompromisse und durch Gewerkschaftsseite auch an denen Akkorde plummen gelost, gerade so wie die andere Seite, aber an ein Haut die Verhandlungskompromisse als Niederlagen klassiert. Ja, das bestimmen ihn, den nach Schiss total Forderungen gegen Werbes- und Lohnbedingungen angehend gewerkschaftliche Verhandlungsrechte von den Salarien. Das nicht nur nach Franc gegen Eis, gegen die nationalrepräsentativ Gewerkschaften, gegen Eis Verhandlungsrechte als Verhandlungsmöglichkeiten im nationalen Plan an den Institutionen, wie sie heischen, Wirtschaftssozialrat, Konjunkturkomitee, Gesundheitskäse, wie an diesem Fall Komitee Permanent Travail de l'Emploi, respektive auch am Nationalen Koordinationskomitee von der Tripartite, wo und sich ein Antikriseninstrument ist. Das ist ein Attack gegen die Möglichkeiten, gegen die Gewerkschaftsbewegung. Aber wann, und das will ich ganz klar betonen, wenn ihr gegen Verhandlungsrechte von der Gewerkschaften hast, gegen hier Fähigkeiten an den Institutionen zu verhandeln und zu diskutieren, respektive damit gleichzeitig die Institutionen
vorstellt, dann ass dat zudest salariatsfeindlich, weil schlussendlich an Gewerkschaften an Rechter vun der Verhandlunger geschränkt. In dem Moment geht es für alle, und das dann dein Ziel, Derbs- und Lohnbedingungen insgesamt, Sozialkonditionen vom Salariaten, das ist die drei Gewerkschaften ja, und dich sitzen, absolut inakzeptabel. Das ist auch eine Frage nicht nur gegen die Gewerkschaften, das ist auch eine Frage gegen die Regierung. Die Regierung hat zwei Sachen gesagt. Das Regierung, die du schon ein Viertel gouf, wird 2014 gesagt, dass sie wegen dem sozialen Dialog nur all denen Tripartitserfahrungen von den Jahren für an Austeritätspolitiken, die gefuhr gesehen, wollten den sozialen Dialog hier am Land revitalisieren. Das war die Deklaration vom Premierminister Bett Demons. Regierungsprogramm des Kehr. Wir konzentrieren uns heute daneben auf das Komitee Permanent Travail de l'Emploi und auf das Arbeitsrecht, was das Arbeitsrecht überlässt. Eine Vielzahl von Punkten abgezielt, die blutnotwendig sind, dass sie diskutiert gehen und das eben durch reformiert wird, weil ich will auch das direkt auf diesen engem Satz so ein Arbeitsrecht, was nicht gepasst wird, was veraltet ist, par rapport zu der schnell sich entwickelnden Arbeitswelt, Digitalisierung am nicht Digitalisierung. Das ist ein Arbeitsrecht, das und Kraft eben aufhält und das riecht sich immer gegen Salarien. Dafür sind die Punkte, die werden evokiert gehen, immens wichtig. Das ist gut, dass sie im Regierungsprogramm stehen. An den Affront ist dann, wenn heute ein UL sieht, das will man nicht verhandeln, wir wollen keine drei Verhandlungen dazu, weil gleichzeitig am Regierungsprogramm steht, dass das Komitee Permanent du Travail et de l'Emploi soll revalorisiert, abgewehrt gehen, erstens. Und zweitens, wo auch ganz klar gesagt wird, dass ein ganz Party von den Punkten, die am Programm stehen, sollen am CPT diskutiert werden. Das ist das, was Patronat heute auflehnt zu machen. Aber wie gesagt, das ist ein Attack gegen Eis. Gewerkschaftlich Rechte an Jalab in diesem Zusammenhang, den Herr Bück als Präsident von der UL zu zitieren, nämlich an einem Brief, den nun Dirigenten d'Entreprisen, also hier Membres, geschickt wird, durch des Sätze. Le dialogue social au niveau national qui se voudrait équilibrer n'est rien d'autre qu'un instrument pour permettre aux syndicats de se positionner en force politique. Dat ënnermauert dat wat fir gesucht Strategie Eis und sech anzuschränken an als Verhandlungsrechter an Domat eben auch par rapport zu die gesamten Interessen, die man par rapport zum Salariat zu vertreten. Ich komme auf den letzten Punkt. Der letzte Punkt, das, weil du immer gesagt hast, ja, wir sind sozialen Dialog, nationale Plan wollen wir nicht. Wir wollen mehr feiern im Niveau von den Betrieben. Und auch da soll man ganz klar Spruch schwätzen. Was sie im Niveau von den Betrieben wollen, das ist zu ihrem einzelnen sozialen Dialog, zu ihrem einzelnen Subordinato. Und eben da will weis machen, mehr sie heute dann auf Anhängt. Weil, schon viel gesagt, eine Abwertung von den Mattbestimmungsgesetzen haben sie an all den letzten Jahren strikt aufgelehnt. Sie machen noch Obstruktionspolitik gegen das Lützeburger Kollektivvertragswesen. Sie erholen alles für das Kollektivvertragswesen zu schwächen. Und dafür sind sie auch da gegen eine notwendige Reform vom Kollektivvertragswesen. Und nicht nur das, aber schlussendlich sind sie damit auch gegen eigentlich den Grundsatz vom Lützeburger Modell, nämlich das Zusammenspiel von dem Indexsystem mit dem, wo sie immer so in dezentralen Negoziationen können zu feiern im Niveau von den Betrieben. Das stellen sie selber auch froh, die Dezentralisierung, weil sie wollen näherens neue Kollektivverträge. Sie wollen nach Schüst an vielen Betrieben hier im Land Salarien, die schwach repräsentiert sind, die eigentlich keine Rechte haben und die keine Möglichkeiten haben, hier Arbeits- und Lohnbedingungen über den gewerkschaftlichen Weg zu verbessern. Das ist so ein Logist, weil sie immer so ein Niveau von den Betrieben feiern, als alles Palette im sozialen Dialog ist so erschaut, weil über 50% haben mittlerweile von den Salarien hier am Land kein Kollektivvertrag und dann ist überhaupt nicht Palette. Ein anderer wieder, und da komme ich zum Schluss, es geht durch.
Eis geht es lo durch. Wir akzeptieren das nicht, wenn ein Patronat meint, hier müssen wir kein sozialpartnerschaftliches Modell mehr zu Lützeburg schon. Da werden sie als zu schwere kriegen auf einen Punkt, nämlich mehr kämpfen für als Gewerkschaftsverhandlungsrechte auf alle Pläne, und wir kämpfen eben für die Arbeits- und Lohnbedingungen von allen Leuten, die hier am Land schaffen. Aber wenn einerseits der soziale Frieden das Lützeburger Modell vorstellt, ja, da geht nicht mehr viel NRW, da werden Konfliktpotenziale an die Lut gehen, und wir doch Sozialkonflikte groß froh. Will man das heute zu Lützeburg an, ach genau, du hast auch die Regierung lo gefroht, sie darf du nicht nur gehen. Sie darf du nicht nur gehen. Sie muss sich hier ein eigenes Programm stellen, hier eigen aussuchen zu den sozialen Verhandlungen hier am Land. Also sie muss die Institutionen stärken. Sie muss das, was so angekündigt wird, Promotion vom Kollektivvertragswesen machen. Sie muss sich wehren gegen den Affront von der UEL, den eine Regierung an ihrem Programm hier Erfolg startet. Werden also durch deutlich Signale von der Regierung. Die UEL ist aufgefordert, um den Verhandlungstisch zurückzukommen. Auf Verhandlungstisch war CO2 CPT Reunionen nur gesucht für am Dezember, aber du geht nicht durch, du just du hin zu gehen. Hier geht den Dreierverhandlungen. An denen die just du hingeht, an eine Position vertritt, und meint, das wird da gewischt. So bist du wie den Herr Wirth, der 2016 gemeint hat, das soll sich just auf einem Niveau von Konsultation bewegen. Ja, nee, dem muss dann eben den Saal verlassen, nachdem seine Position gesucht wird, und da wird mehr mit der Regierung eben verhandeln, das, was zu verhandeln ist. Wahlfall Bipartiten oder so etwas, das könnte natürlich in diesem Fall nicht afro das wäre und sich von der Regierungsseite weiter nicht ernst ist, wie dann der Schrift in der Abkündigung von der Sozialpartnerschaft hier zu Lützeburg. Voilà, es sind nur zum Jesu kommen, just mehr als Gewerkschaften eine Plattform 4.0 gegründet, dort werden Patrikturi auch lo man Sicherheit angehen an wie gesagt, wir haben aus all den Gründen dann als Delegierten abgerufen, eine Protestmanifestation zu machen, den 19. November um 7 Uhr am Hotel Alvis. Voilà. Merci, Ander. Also die Situation am Komitee permanent du Travail et de l'Emploi, die Vorstellung von der Tripartite kommt zu einem Moment, wo nicht mehr auch durch Digitalisierung die Herausforderungen für die Salarien enorm zuholen. Wir sind als Gewerkschaften tagtäglich mit einer tiefgreifenden Mutation von der an der Arbeitswelt konfrontiert. Wir brauchen, so wie die Länder das gesagt haben, wir verlangen ein Instrument wie das Komitee permanent du Travail et de l'Emploi, wo wir auf die Defien und die dementsprechend Probleme Antworten dann können finden. Aus diesem Grund sind die 3 national repräsentativ Gewerkschaften CGFP, den OGB und den LCGB dezidiert, zusammen an der Plattform Travail 4.0 alle guten hier Überlegungen, Propositionen und Revendikationen zu bündeln für Lesungen am Ende von den Salarien an ihren Arbeitsplätzen können auf den Weg zu bringen. Es geht hier um 6 große Themenblöcke. Erstens, die Arbeitsrelation, die durch die neuen digitalen Formen von der Arbeit, Plattformarbeit, Teletravail, Shared Economy und so weiter impactiert wird. Wir fordern an diesem Kontext eine neue Definition oder ob man es passen von der Definition vom Salarié, vom Employer und vom Arbeitskontrakt. Als Beispiel, am legalen Kader am Code de Travail muss klar definiert gehen, was eine Aktivität Salarié und eine Aktivität Non-Salarié ist. Eine Plattform für digitale Dienstleistungen muss als Employer können definiert gehen. Beim Teletravail stellt sich das Problem, wo da legal gesehen der Lieu de Travail vom Salarié ist, besonders als das daheim oder als das dann auch auf der Adresse vom Patron, besonders beim Frontalien, wisst ihr, dass da aufgrund vom Steuerrecht und von der Sozialversicherung eine ganze Reihe von Fragen entsteht. Der Arbeitskontrakt wird definiert auf Basis von 3 Kriterien. Erstens eine Prestation de Travail, eine Dienstleistung, der Arbeit für Drittpersonen mal abgeschlossen. Zweitens eine Remuneration. Und drittens ein Lien de Subordination. Das heißt, wie geht zum Beispiel eine Arbeit an Auftrag, an wen kann
sanktionieren? Wie kann sich die Erbecht entziehen? Am Kader von der Plattform Erbecht, wie bei allen neuen digital Erbechtsformen, brauchen wir präzise Definitionen von den Rechten und den Pflichten vom Prestataire erklären. Wir verlangen, dass prekäre Erbechtsrelationen muss verhindert gehen durch ein klare legale Kader. Vor Independenten durch eine Uberisierung müssen evitiert gehen. Also Contrat de travail à durée indéterminée muss der Regelkontrakt bleiben. Keine Flexibilisierung vom Contrat de travail à durée déterminée an der Frequenz oder an der Länge. Keine weitere Förderung vom Interim, also kein CDI-Interim. Den Datenschutz, der Schutz von der Privatsphäre vom Salarié. Keine Überwachung an der Freizeit durch den Employer. Klar und präzise Direktiven, was das Fassen, Bewerten und Speicherung von den digitalen Daten angeht. Besonders bei der Geolokalisation an den Telefonslöschen muss hier ganz gut aufgepasst gehen. Eine ganz restriktive Handhabung von der Videoüberwachung. Derbechtsmittel und Derbechtsmaterial, wir hatten gedacht, dass wir heute sich klar, das aber im digitalen Zeitalter dann immer ein bisschen ähnlich, also den iPad, der GSM, der PC, musste vom Employer zur Verfügung gestellt werden. Die digitalen Mittel mussten noch an einen Betrieb ganz klar der Personaldelegation zur Verfügung gestellt gehen, für das sie Erbecht auch am 21. Jahrhundert zeitgemäß können machen. Ein zweiter Themenbereich betrifft die Aufsicherung für die Existenzen an den Erbechtspätzen. Die Aufsicherung gegen Krankheit, oder 7 Wochen an den Erbechtsplatz verlust. Die Verbesserung also von unserem Reklassementsgesetz ist nötig. Ein besserer Kündigungsschutz. Maßnahmen und Strukturen, die Leute die veränderten Aufforderungen im Erbechtsmarché nicht mehr können mitteilen, Alternativen zum Chômage bieten, zum Beispiel durch Travaux d'utilité publique. An dem Hinblick auch eine Reform von der Gesetzgebung betreffend den Plan de maintien de l'emploi, den Plan social und die Faillite. Ein dritter Volet ist die von der Formation initiale et continue. Die Formation continue muss und die neue Realität von der Digitalisierung können angepasst gehen. Als Beispiel gebe ich gerne Formation sur le terrain nennen, die eine stärkere Rolle wird spielen. An dem Kontext muss dafür gesorgt gehen, dass es nicht zu einem digitalen Bruch an unserer Erbechtswelt an unserer Gesellschaft kommt. Wir fordern dafür ein Urrecht für alle Salarié auf einen gewissen Prozentsatz von Formation par rapport zu seiner Erbechtszeit. Wir fordern Rekonversionsmesuren für Salarién, die durch Digitalisation von Erbechtsplatzverlust menaciert sind. Als Beispiel wollen wir heute das Projekt Digital Skills Bridge nennen. Auch eventuell eine staatlich finanzierte berufliche Auszeit für sich können beruflich neu aufzustellen. Außerdem muss klar die Anerkennung von den Acquis, die Leute über Formation continue oder über die Experience am Betrieb erreicht haben, validiert werden. Ein vierte Volet ist die von der Gesundheit und der Sicherheit auf der Erbechtsplatz. Wir brauchen hier eine neue Approche, die nach mehr Wert legt auf eine ergonomische Gestaltung von den Erbechtspätzen. Den digitalen Umbruch mit allen den Apparaten musste zu feiern, dass die Erbechtspätzen immer noch user-friendly sind. Wir brauchen mehr Prävention am Bereich vom Stress und den psychosozialen Risiken, die sich daraus ergeben, und aber auch eine Evaluation vom Umgang mit krebserregenden Stoffen und Substanzen. Wir brauchen sicherlich auch eine neue Beschreibung vom Zusammenspiel, Funktionament von der Erbechtsmedizin und dem Kontrolle medikal, für sicherzustellen, dass der Salarié am Fall von Krankheit nicht zwischen zwei Stühlen fällt. Ein fünfter Volet ist die von der Erbechtzeitorganisation oder Konziliation zwischen Erbechtzeit und Familienleben Freizeit. Wir fordern hier mehr Flexibilität am Sinn vom Salarié durch Abfeiern von neuen Erbechtzzeitmodellen, die zu einer Erbechtzzeitverkürzung können feiern. Woran mobilen und noch besonders bei atypischen Erbechtzzeitmodellen muss eine große Berücksichtigung, was Gesundheitsaspekte angeht, Rechnung getragen gehen. Eine Erbechtzeitorganisation, die dann auch in die neuen Erbechtsformen wie den Teletravail oder die Plattform-Erbecht adaptiert muss gehen. Kogestion Niveau von der Erbechtzzeitplanung. Ein Urrecht auf temps partiel mit droit de retour. Ein Urrecht auf Dekonnexion für alle Salariés. An eine generelle Diskussion über die Erbechtszeitverkürzung, wann durch Digitalisation so wie erwähnt weiter massiv Produktivitätsverbesserungen erreicht werden.
Als 6. Punkt schlussendlich visieren wir auch eine Reform vom Kollektivvertragsgesetz. Wir wollen Kollektivverträge im Land stärken an den Tod der Kuvertur für die Kollektivverträge auch absetzen. Und wir brauchen, wie schon gesagt, auch neue Elemente von Kogestion. Ich will hier als Beispiel die Arbeitszeitplanung an den Betrieben nennen. Ich gebe da noch gerne aufschließend bemerken, dass wenn ihr den Inhalt von unserer Plattform Erbecht 4.0 am Detail analysiert, ihr sehr zur Konklusion könnt, dass das Positionement vom Patronat absolut unverständlich und kontraproduktiv ist. Das Land konnte sich nicht mehr ökonomisch und sozial an den letzten Jahrzehnten so stark entwickeln, weil an decisiven Momenten Lesungen am Ende von den schaffenden Leuten an so einer Datei an den Arbeitsplätzen, also auch die Betrieber, konnte gefunden gehen. Wir haben uns an dem heutigen Kontext ganz gut abgestellt, und sind uns die kommenden Herausforderungen bewusst und damit auch der Responsabilität, die mir an diesem Dossier drohen. Responsabilität überholen heißt und dann aber eben nicht Politik vom eitlen Stuhl missbrauchen oder sich aus fadenscheinischen Gründen die Verhandlungen zu entziehen. Das wollte ich zu diesem Volley beitragen. Ich habe mir entführt und den Romain weiterzugeben. Merci. Ich werde mich kurz fassen, wie das meistens der Fall ist. Ich meine, also auch alles schon gesucht gehen. Ich teile, mir teile selbstverständlich, dass wird gesucht gehen ist. Ich erinnere mich nach an den Komitee vom 18. September. Da ist es effektiv darum gegangen, für die Arbeitsmethode vom Komitee Permanent du Travail de l'Emploi für die festzulegen. Ihr wisst, dass es gesucht gehen auch für drunter ein Tripartit-Organ, wo ja dann die national repräsentativ Gewerkschaften sich rumfahren, die Regierung natürlich auch, und natürlich bislo zumindest mal auch Patronatsvertreter. Und wenn ihr aber zurückkommt auf 19. September, dann seht ihr aber, dass das eine ganz spezielle Reunion war. Es soll zwar dialogiert gehen, es soll nicht verhandelt gehen, das haben wir länger so von der UL. Dann auch das, was gegen Sozialdialog genannt ging, dass wir überhaupt dieses Komitee ging überhaupt gar nicht funktionieren. Und dann, mit den anderen auch schon noch gedeutet, Decisionen an dem Komitee, die wären immer gegen die Anträge von den Entreprisen gefallen. Ich gehe mal davon aus, dass aber die Leute, die für drunter vom Patronat sitzen, für da zu reden, dass die ich aber nicht so schlecht gemerkt haben, dass das der Fall wir das Meinung teilen wir absolut nicht. Und en plus wären natürlich auch allmodig Methoden, die Tripartit-Methode, und da können den eigentlich echt darauf verzichten. Ich meine, auch da sind wir der Meinung als national repräsentativ Gewerkschaften, dass das allmodig Methoden doch zu etwas beigedrohen haben, aber wenn nicht nimmer den sozialen Frieden ist, an den gilt es ja aber am Ende von uns all, aber auch von den Entreprisen zu erhalten. Bon, wir haben an dem Komitee keinen Konsens gefunden. Ihr wisst das, sonst wären wir nicht hier auf dieser Platz. Dafür auch die gemeinsame Manif vom 19. November, das nicht so, wie wir anderen gegen zusammen auftreten. Wir haben also von größter Wichtigkeit. CGFP ist Member von diesem Komitee Permanent du Travail et de l'Emploi. CGFP ist auch für den Erhalt von Letzteburger Modell, sowie die anderen Gewerkschaften, OGBL, und als CGB, die haben durchsetzen. Auch an wir sind noch der Meinung, dass irgendwo jeder konzerniert ist, die Regierung ist gefordert. Und das ist auch der Grund, für was wir hier solidarisch mit durchsetzen. Und war von Anfang an keine Diskussion, dass das irgendwie auf Frage gestellt ging. Also wir treten voller ganz, wir drei heute zusammen treten voller ganz für den sozialen Dialog und auch für den Modell vom Tripartismus. Und wir sind der Meinung, dass das durch jedenfalls als Patronatzeit möchte, dass das nicht akzeptabel ist. Voilà.